gute Zeit her hat mir mein Kollege geschrieben, ob ich mit ihm die härtesten 5 Stunden vom neuen Jahr erleben will. Beim Neujahrsmarathon 2025 in Zürich. Es kann nicht schlimmer sein, Mann. Alles ist scheiße, ich hab keinen Bock mehr. Fuck! Ich bin krank. Meine Nase war. Ich wollte einfach den Marathon durchlaufen. Ja. Otto Sacchi! Ich zweifle ehrlich gesagt gerade ein bisschen, ob es überhaupt möglich ist, in unserer Verfassung 42,195 km an einem Stück zu säckeln. Eventuell haben wir uns hier ein riesen Problem eingebracht. Also, ich erkläre euch kurz den Kontext. Vor etwa 1,5 Jahren habe ich Joggen unnormal fest gehasst, bis ich mich letztes Jahr ohne Überlegen für einen Neujahrsmarathon in Zürich angemeldet habe. Ich habe mich damals nach einer heftigen Bauchspeicheldrüsenentzündung entschieden, so wieder fit zu werden. Ich habe damals den Marathon nach etwas mehr als 4 Stunden beenden und von dem Moment an ist es meine Sucht geworden, meine mentale Grenzen zu suchen und zu testen. Eisbaden, in der Nacht auf Bergen säckeln und anderes komisches Zeug hat mein Lifestyle ab dann geprägt, bis ich wieder faul geworden bin. Ich habe mir selber gesagt, ich säckle nie wieder einen Marathon. Und boom, vor 7 bis 8 Monaten hat mir dann mein Kollege, der 32-Jährige, angeschrieben. Hey, du machst das ja wieder einen Marathon. Und ich so, wegen? Und er so, Falls du Marathon machst, mache ich mit. Und genau das ist ja der ursprüngliche Grund, wieso ich den Marathon im Jahr zuvor gesäckelt bin. Zum anderen inspirieren. Also habe ich am Kahn angerufen und gesagt, «Heute machen wir!» Und im Anschluss haben wir uns angemeldet für einen Neujahrsmarathon in Zürich. ich habe natürlich letztes Jahr schon ein bisschen recherchiert und mich ins Thema Marathon vertieft. Und damals ist mir wirklich aufgefallen, dass die meisten Leute so zwischen 3 und 6 Monaten trainieren für diesen Marathon. Und ich habe das letztes Jahr nicht gemacht. Ich habe wirklich 2 Wochen trainiert, mega intensiv, muss ich sagen. Aber ich habe dann auch darunter gelitten in Regeneration und natürlich während dem Rennen. Und ich habe mir richtig vorgenommen, das vollkommen anders zu machen. Ich habe mir vorgenommen, viel zu trainieren, dass ich wirklich ready bin und dass ich dann auch nach dem wieder gut weiter trainieren kann, ohne irgendwelche Probleme, Schmerzen, was auch immer. Ich muss ehrlich sagen, an diesem Punkt haben wir eigentlich dann schon ziemlich früh verschissen. Ich bin nämlich die letzten 5 Wochen von 2024 in England, Manchester und London gewesen. Dort habe ich mich vollgefressen, habe mich gar nicht konzentriert und fokussiert aufs Training. Und plötzlich hatte ich nur noch 3 Wochen Zeit fürs Training. Und in England hatte ich eigentlich keine Ahnung, was beim Kanal alles läuft. Ich habe manchmal angerufen, FaceTime und so. Und er hat mir erzählt, so dies, das, Crossfit, Training. Aber eigentlich haben wir beide wirklich genau gar nichts gemacht. Das hat uns ein bisschen Stress reingebracht. Aus diesem Grund habe ich mir dann mega vorbildlich einen Trainingsplan zusammengestellt. Wie ich schon gesagt habe, habe ich etwa 3,5 Wochen zu mir ready machen. In diesen 3,5 Wochen laufe ich 3 verschiedene Lauftraining. Einfache Läufe für einen Boost vor wöchentlicher Laufdistanz, lange Läufe für meine Ermüdungsresistenz und Intervallläufe für meine Schnellkraft. Natürlich plane ich zwischen diesen Läufen genug Zeit, um meine Muskeln zu regenerieren. Der Plan ist es, meine Distanzen langsam zu vergrössern. Als Beispiel starten meine Kurzläufe bei 6 km und am Schluss säckle ich 12 km. Und meine Longruns starten bei 17 km und enden bei der Halbmarathonstrecke von 21 km. Ich hoffe, dass ich mit diesem Plan dann ready bin für einen Marathon. Es ist Zeit für den ersten Lauf. Ich habe mega lange nichts mehr gemacht. Ich bin gut 1,5 Monate nicht mehr gesäckelt und ich bin gespannt, wie es jetzt aussieht. Und nach dem 6 Kilometer Lauf weiss ich auch ganz genau, wie fit bin ich noch oder eben nicht. Was sind meine Voraussetzungen für einen Neujahrsmarathon 2025? Ich habe mich dann wieder voll in meine Einwärmroutine vom Jahr zuvor versetzt und ich muss sagen, sie hat immer noch geklappt, immer noch funktioniert und ich bin langsam wieder in meinen Rennmodus gekommen. Die ersten 1,5 Kilometer sind geschafft. Ich säckle hier gerade durch die schlechten Viertel von Manchester. An jeder zweiten Telefonzelle zieht sich einer Crack rein. Aber was willst du machen? Bisher alles top. Ich bin gerade bei 4,5, 5 Kilometer etwas dort rum. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gehofft, dass ich fitter bin. Ich habe gehofft, dass ich vor allem motivierter bin. Ich habe richtig Anschiss gerade. Aber ja, was willst du machen? Man muss immer zuerst mal anfangen, um irgendetwas zu erreichen. Der erste Run ist immer der wichtigste. Und ich freue mich schon,
nachher ins Bett liegen. Vamos! Ich bin auch schon wieder daheim angekommen. Gut, oder eher nicht gut. Ich muss euch etwas erzählen. Und zwar bin ich letzte Woche in London gewesen. Ich habe meine Zeit genossen, ich war mit meinem Onkel dort gewesen. Ich habe Fußball geschaut, ich bin durch die Stadt durchgegangen. Ich habe die Stadt angeschaut. Aber ich habe nicht gesäckelt. Ich habe gar nicht trainiert. Das heisst, die erste Woche vom Training können wir schon komplett durchstreichen. Jo, das war gerade mein erster Lauf. Aber in der zweiten Trainingswoche. Das heisst, ich habe 3 Trainings nicht gemacht. Ich bin jetzt ziemlich hinten drin auf dem Plan. Besser gesagt, ich habe gar keinen Plan mehr. Ich säckle jetzt einfach. Ich habe aber ehrlich gesagt jetzt wirklich Schiss. Ich bin nicht fit. Ich bin nicht motiviert. Und das ist eigentlich die Voraussetzung, die du brauchst, wenn du einen Marathon säckeln. Jetzt habe ich geschaut, was habe ich für Lösungen. Ich bin ein bisschen im Internet nachschauen. Genau, weil ich nicht motiviert war, habe ich dann ein bisschen im Internet recherchiert und mir ein Ziel gesucht. Ich habe mir gedacht, wieso gehe ich nicht echt in ein Wellness? Wenn ich dort hersäckle, kann ich dann ein bisschen Leben chillen. Ich habe dann ziemlich schnell eins gefunden mit einer wirklich guten Aussicht. Natürlich habe ich dann auch kurz nachgeschaut, wie weit es ist und mir von Mail aus umgerechnet, dass es genau 25 Kilometer sind. Das ist jetzt mein Plan. Ich säckle übermorgen 25 Kilometer zum Wellness, chille es dann dort 2 Stunden und fahre mit dem Bus zurück. Jetzt habe ich hier aber gesehen, wenn ich am 7 Uhr am Morgen dort bin, dann kostet es mir nur 20 Pfund. Aus diesem Grund werde ich die 25 Kilometer am Morgen früh, oder eigentlich besser gesagt sogar in der Nacht säckeln. Ist das eine gute Idee? Ich weiss nicht. Genau, wie ihr gerade mitbekommen habt, bin ich extrem hinten drin. Das heisst, ich säckle heute meinen ersten Long Run von 25 Kilometern. Es ist gerade 4:30 Uhr am Morgen, weil das Wellness, dort wo ich hersäckle, geht um 7 Uhr auf. Und wir wollen ja rechtzeitig sein, oder nicht? Ich bin absolut tot, aber egal, was willst du machen? Let's fucking go. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Das werden jetzt lange 25 Kilometer. Mal schauen, ob ich mal durchsäckle. Put down, it ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Nach ca. 10 bis 15 Kilometern konnte ich zum ersten Mal in 4 Wochen am städtlichen Teil von Manchester entkommen. Die frische Luft und endlich wieder die grüne Natur zu sehen, war ein Gamechanger. Ich bin richtig hyped worden. Digga, ich bin zum ersten Mal aus dieser scheiß Stadt raus. Digga, ich will zu diesem Wellness säckeln. Aber es hat kein Trottoir. Es ist so gefährlich. Leute fahren hier mit 80 km/h. Ihr seht, ich stehe hier irgendwo im Gras rum. Es ist richtig scheiße, Mann. Es fuckt mich gerade richtig ab, Mann. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich weiter säckeln soll. Ob ich irgendein Auto anhalten soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Mann. Egal, ich glaube, ich säckle mit Taschenlampe. Und es kommt wirklich jedes Mal in den Busch, wenn ein Auto kommt, Mann. Schlimm, das ist wirklich schlimm. Es war eine mega blöde Situation, weil die Autos sind wirklich in der Mitte der Strasse gefahren. Außerdem war es stockdunkel und das Long-Run-Training ist schon fast zu einem Intervalltraining geworden wegen all diesen Stops. Jetzt wird es auch noch stürmen. Es kann nicht schlimmer sein, Mann. Alles ist scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Oh Mann, schießt mich richtig an, Mann. Fuck. Und an genau diesem Zeitpunkt habe ich mir überlegt, soll ich nicht einfach aufgeben, irgendeinen Uber rufen oder einfach zurückgehen. Aber das wäre ja genau das Gegenteil von meiner Mission und vom Zweck von diesem Lauf gewesen. Ich habe verdammt noch einmal durchgezogen und mit dem Sonnenaufgang ist das Licht am Ende vom Tunnel dann auch erschienen. Endlich. Es hat wieder Trottoir. Ja! Haben wir noch Zickzack? Ja, Mann! Schau das an! Schau das an! Herrlich! Wow, auf das habe ich so lange gewartet. Shrigley Hall Hotel and Spa. Jetzt wird's genießen.
Mit dem Hügel zum Wellness habe ich nicht gerechnet, aber weil ich so nahe war, war die Motivation auf dem Maximum. Ja! Herrlich, herrlich, herrlich. I'm free, bro. Auf dem fucking Golfplatz, oder nicht? Das Wellness war krank, weil ich so früh war, bin ich fast der Einzige und die Aussicht über die englischen Hügel war wirklich unbeschreiblich schön. Ich habe mich schon fast in Christi gefühlt. Nach diesen 25 Kilometern habe ich mir das wirklich verdient und ich bin dann mit dem Bus zurück heimgegangen und auf dem Rückweg habe ich dann die schöne Landschaft auch noch im Tageslicht geniessen. Ich bin wieder zurück, ich habe es geschafft. Das heisst, ich habe 25 Kilometer gesäckelt heute, habe es schön genossen im Wellness und bin jetzt wieder daheim. Ich bin richtig froh, dass ich es durchgezogen habe am Schluss. Es war richtig schlimm, weil die Strasse wirklich gefährlich war. Aber es hat geklappt, ohne dass ich gestorben bin. Ja, es ist ein gutes Zeichen, dass ich die 25 Kilometer so gut ohne Vorbereitung habe geschafft habe. Das wird sicher drin liegen, auch den Marathon wieder zu säckeln. Aber trotzdem, meine Ziele sind grösser. Das heisst, ich muss fit werden, das heisst, ich trainiere weiter. Das wird alles gut kommen. Und das war auch schon wieder mein letztes Training in Manchester. Zu diesem Zeitpunkt bin ich näher von Manchester aus zurück nach Genf geflogen und von dort aus habe ich näher den Zug zurück heim nach Solothurn genommen. So, ich bin back in der Schweiz. Ihr seht, in meinem vertrauten Zimmer, es ist ein absolutes Chaos. Weihnachten bringt mich ziemlich draus, es ist viel los, viel rum. Es ist auch schwierig, mich zu fokussieren aufs Training. Aber, weil ich zurück in der Schweiz bin, nach 5 Wochen England, ist es jetzt die Chance, das erste Mal mit dem Kahn zusammen zu trainieren. Das heisst, ich mache mich jetzt parat, oder ich habe mich schon umgezogen, aber ich säckle jetzt zum Kahn heim und dann machen wir heute einen Halbmarathon, weil er hat noch nie einen Halbmarathon gesäckelt. Und das ist so die letzte Vorbereitung, bis wir zusammen an den Marathon gehen. Er wird in die Skiferien gehen und dann schauen wir, ob wir das zusammen schaffen oder halt eben nicht. Zuerst mal einen guten Haufen essen. In 1,5 Stunden hole ich den Kahn bei der Arbeit ab und dann fangen wir an. Was bei denen? Weißt du, du schon fliegst? Du fliegst. Schon die sind gut, das sind auch gute Laufschuhe. Das sind moderne, das sind neue. Wir haben 10 Kilometer geschafft, das heisst, wir können jetzt zurücksäckeln. Ich sage nicht ehrlich, die Motivation gerade 50 Mal grösser, weil wir jetzt echt das Ziel vor Augen haben. Schön hey, ins Warme, für mich Weihnachten feiern, für dich nicht. Wie geht es nach 10 Kilometern? Gemütlich. Gemütlich. Ja. Es zieht aber schon klein, sage ich dir ehrlich. Ja. Aber muss auch. Musst du Wenn du mit 12 km rumsäckelst, ist es normal. Der Kahn labert hier wieder mal von 12 km/h, aber wir sind definitiv nicht 12 km/h gesäckelt. Ja. Aber ist gut, das Tempo ist gut, wir sind zackig unterwegs. Weiter geht's, das Wetter ist geil. Fokus ist da. Alle Otto! Kranke Sieg, hey! Hey, du! Das ist eben Einstellung, Mentalität. Otto Sacchi! Noch etwa 5-6 Kilometer. Aber es kommt gut. Die Pace ist gut, die Muskeln sind gut. Wir sind ready, Mann.
Der Marathon kann kommen in einer Woche. Scheißegal. Bravo! Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh. Geil, geil. Ja, Mann. 21 Kilometer später. Es ist dunkel. Aber egal. Wie geht's dir nach dem? Gut. Gut, lüg nicht. Nein, wirklich, ja, es wird schlimmer. Also schlimmer erwartet. Ich wollte einfach den Marathon durchlaufen. Der Rest Ja. ist mir gleich. Ja, es ist echt wichtig, dass jetzt, wenn wir am Marathon sind, dann kennen wir die ersten 20 Kilometer, weißt du? Ja, ab dann ist dann echt Krieg. Wir sind Krieger. Das kommt gut. Schmerzen, sagst du morgen Muskelkater? Ja, sicher, aber es ist üblich, üblich. Normal, normal. Ich habe nichts gegessen, gell? Er hat nichts gegessen, Mann, das ist krank. Also das wird sicher auch noch mal einen Unterschied machen, Ernährung. Wir haben zwar keine Ahnung von Ernährung, aber irgendetwas werden wir sicher vor. Ja, ich habe keine Ahnung. Du hast Ahnung von Ernährung, stimmt. Ahnung von Ernährung, das sehen wir dann noch. Aber irgendwie kommt das schon gut. Ich glaube, da haben wir noch mal mehr Energie. Und wenn es um etwas geht, dann sehen wir uns am Tag vom Marathon. Allü. Boah, die Dusche war abnormal gut. Ihr seht, Haar viel zu lang, aber scheißegal. Ich muss sagen, es hat gut getan. Ich bin zwar ziemlich kaputt, aber ich habe das Gefühl, ich schaffe das gut. Es wird eigentlich gut klappen. Ich habe wirklich Vertrauen jetzt in die 42 Kilometer. Beim Kanu habe ich auch das Gefühl, das sollte eigentlich wirklich gut klappen. Das Einzige, was wir schauen müssen, ist, dass wir Zeit schaffen, weil nach 5 Stunden wird das Rennen abgebrochen. Das heisst, wir müssen schauen, dass wir das vor dem fertig schaffen. Wir müssen, wir haben keine Wahl. Und dann schauen wir, wo wir dann am Schluss landen. Es ist der Tag nach dem Halbmarathon für mich. Ich bin krank. Meine Nase war. Ich habe noch kein Fieber, aber ich kann heute nichts machen. Ich bin richtig tot. Ich weiß nicht, ob es mit der Kälte zu tun hat oder was auch immer. Anderes Wetter halt in der Schweiz als in England. Aber ich hoffe, dass ich nicht ganz krank werde. Eigentlich habe ich morgen noch das Training auf dem Plan. Ah, es wäre so scheiße, wenn ich das nicht noch machen könnte. Ja, das wäre so der letzte Ding, um noch mal ein bisschen Muskel aktivieren. Wenn ich nicht schneller fit werde, dann muss ich auch bis am Marathon schonen und dann voll rein. Ich hoffe ganz fest, dass es morgen besser wird. Ich gehe jetzt früh pennen. Ja, vielleicht bin ich morgen wieder gesund. Oder vielleicht ist es auch schlimmer, wer weiß. Neocitran hat dann die nächsten paar Tage geregelt und ich bin wieder einigermaßen fit geworden. Disziplin ist die Brücke zwischen dem, was du bist und dem, was du sein willst. Mit Disziplin kannst du selber in die Augen schauen. Ehrlich, ohne Ausreden, ohne Zweifel. Disziplin ist kein Talent, kein Geschenk, es ist eine Wahl. Jeden Tag, jede Stunde. Es ist der Moment, in dem du dir beweisst, dass deine Träume grösser sind als deine Ausreden. Der Moment, dass du dir beweisst, dass du die Kontrolle hast über deine Gedanken und deine Entscheidungen. Disziplin bedeutet, den Schmerz zu akzeptieren, weil dir bewusst ist, dass er dich fördern wird. Es bedeutet, weiterzumachen, auch wenn der Weg hart ist. Weil du checkst es endlich, dass deine wahren Stärken in den schwersten Momenten entstehen. Wer Disziplin checkt, der checkt sein Leben. Und am Ende checkst es auch du. Es ist nie darum gegangen, andere zu beeindrucken. Du machst es nur für dich selber. Es geht darum, der Mensch zu werden, der du immer sein wolltest. Disziplin geht nicht um Perfektion, es geht um Kontinuität. Also, ihr seht, es ist 2 am Morgen. Wie ihr wisst, habe ich meinen Schlafrhythmus ein bisschen ändern, weil der Marathon wird auch in der Nacht stattfinden. Das heisst, ich bin jetzt hellwach, schon nicht ganz, aber das Ziel ist, dass es morgen so wird sein. Ich bin am Carboloaden, ihr seht, vor etwa 2 Stunden habe ich schon fett Pasta gegessen. Jetzt kommt Runde 2 mit Reis. Zum Feiner machen, ein bisschen Ketchup und tote Fische. Das kommt gut. Ja, mein Cousin hinter der Kamera, der unterstützt mich ein bisschen. Zusammen essen ist immer einfacher aus allein. Dann gehe ich pennen und dann mache ich mich wirklich bereit für einen Marathon. Boah, das kommt schon böse. Schöne Fischaugen. Legenden. Alter, ich bin voll. Ich habe mir das gerade alles reingedrückt. Ich mache absolut nichts mehr. Das ist auch wichtig, so, dann habe ich morgen genug Energie. Ich lege jetzt mal schlafen und ich sage euch ehrlich, ich bin schon ein bisschen nervös. Weil ich freue mich richtig auf das Gefühl, wenn ich es geschafft habe. Ich weiß, dass ich es schaffe. Aber ich freue mich richtig auf das Gefühl, dass ich weiß, dass ich es durchgezogen habe.
Wegen dem bin ich ein bisschen nervös, Mann, ich sage euch ehrlich. Aber das ist schön, schön. Guten Morgen, Mann. Es ist der Tag, der Grosstag. Oder besser gesagt, die kranke Nacht. Oh, ich bin so ready, Mann. Ich habe gerade vorher geduscht. Was ich jetzt mache, ich packe alles ein. Ich esse kurz etwas. Neben Penny, 2-3 Stunden. Und dann geht's los. Dann kommt der Kahn mich holen mit dem Auto. Und wir müssen diesen Marathon heute einfach schaffen. Scheissegal was, Mann. Aber das kommt gut. Ja, Mann, ich bin so hyped, ihr glaubt gar nicht. Der Kahn ist mich gerade holen. Wir sind gerade bei seinem Bruder, er lässt noch kurz das Kaffee raus. Dann geht's los. Wir fahren auf Zürich mit dem Auto. Es ist gerade 20 vor 10 Uhr. Bis um 11 Uhr müssen wir unsere Startnummer holen. Das heisst, wir müssen gut Tempo machen auf der Autobahn. Aber, wow, ihr hört es, die türkische Musik läuft schon. Das kommt gut. Und eben, vielen ist nicht klar, Mann. Es ist different. Es ist nicht ein normaler Marathon. Wir müssen Mitternacht davon säckeln. Es ist 1 Grad, 0 Grad, minus 1 Grad, was auch immer. Es ist arschkalt. Wir haben uns wirklich eigentlich zu schlecht vorbereitet. Aber, boah, umso geiler wird es nicht zeigen, dass wir es gemacht haben. Oli! 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 Kaffeecreme! Kaffeecreme! Der Kahn ist auch ready. Ah, Mann, jeder andere Mensch ist sich gerade auf Fuß auf. Wir liegen hier mit türkischer Musik im Auto, machen uns ready. Ja, so in 15 Minuten laufen wir mal los, um die Startnummer zu holen. Aber we ready, bro! Was machen wir da? Was machen wir da? Ich weiß nicht, was da war. Kahn, der Schweizer. Der Schweizer Kahn. Was sind deine letzten Worte, bevor es losgeht, Kahn? Ich bereite mich vor, meinen eigenen Marathon mal zu laufen. Alter, nachher Säckle, Feuerwerk geht an, also Feeling wird rum sein. Ja, er ist nicht so motiviert, das muss man. Nein, aber Kahn, wir haben es nicht einmal eingewöhnt, weißt du? Wir waren dort, du gehst 3 Minuten vor dem Ding, gehst schon noch aufs WC, ich war auch noch gerade auf dem WC. Ja. Dann fängt das Zeug an, wir haben es gar noch nicht bewegt. Ja. Ja. Das ist so ein bisschen Standard. Was für Standard? 5, 4, 3, 2, 1. Es gut, nice! Ja, es ist auch ein bisschen um das gegangen. Ich wollte es wirklich ausprobieren. Weißt du? Ausprobieren? Finde ich stark. Nichts machen, nichts vorbereiten und gleich mal durchziehen. Heide Kahn! It's time to shine, man! Lampe geht an, man! Oh, es schmeckt schon nach Feuerwerk, man! Wir starten dieses neue Jahr different, man! Different! Nur 41 Kilometer! Ja, nur 41! Wir haben einen, Mann! Der Start war so ein bisschen mühsam. Wir konnten das Tempo gar nicht aufnehmen. Es hat schon ein bisschen behindert. Es hat bremst, es sind so viele Leute. Die Leute haben schon ein bisschen behindert. Da waren wir schon ein bisschen zu langsam. Alle! Hey! Noch ein bisschen Stimmung reinmischen, Lemo. Da liegen überall Batterien. Wir haben zum ersten Mal kehren. Das heisst, 5 Kilometer sind geschafft. Wir haben hier noch einen 40-jährigen Alten getroffen. Ja. Er hat sich entschieden, mit uns mitzulaufen. Das wird gut, Mann. Jetzt habe ich auch ausgesehen. Ja, Feuerwehr war natürlich sehr geil und es war eine gute Ablenkung. Wie gesagt, die Zeit ist mega schnell durch. Also die ersten 4, 5, 6 Kilometer sind so schnell durch wie nicht mehr nachher. Die haben wir gar nicht gecheckt, weil es halt mega viel los war. Das ist der einzige Vorteil am Start. So, erste Runde ist durch. Wir gehen wieder in die Halle rein. Hier. Das sieht doch gut aus. Ja, schon die ersten 6 Kilometer sind, ja, ist natürlich... Ich habe dort noch keine Gefühle, sagen wir ehrlich. Genau, es war chillig, wir haben das ja gekannt, das ist ja alles bekanntes Gebiet für uns. Genau. Alle!
Ja, voll. 10 Und Kilometer. auch mega, wir haben noch einen Bock gehabt. So, nur noch 6 Mal kehren und so. 6 Mal kehren, ja. Das ist alles easy. Wir haben Genau. gedacht, ja, heute locker flockig kurz den Marathon Es säckeln, war auch so, oder? gewesen, ja. Das habe ich auch gedacht. Heute, wir haben jetzt den Halbmarathon. Wir sind jetzt bei 20 Kilometern. Der Autoner haben wir etwa für 8 Kilometer verloren. Aber wir machen weiter, wir ziehen durch. Das Geile ist, ab nachher fühlt es sich an, als ob wir zurücksäckeln. Das heisst, die Zahlen werden kleiner, weil wir denken in Halbmarathons. Und dann kommt es gut. Ganz kurz etwas trinken, wenn nötig etwas snacken. Energie aufladen mache ich normalerweise nicht, aber heute kann ich es irgendwie brauchen, von der Schmerz her. Meine rechten Zehen verkrampfen sich. Meine linke Liste macht seit Minute 1 wachsen. Aber muss man durch, Mann. Ich habe gerne Schmerz beim Säckeln. Das motiviert mich nur, Mann. Kando hängen wir auch noch. Macht's gut. Genau gleich, auch der macht es weiter. Er zieht sein Tempo durch. Muss! Halbzeit, die zweite Runde war fertig. Wir haben die zweite Runde dann eben den Oldner ein bisschen verloren und haben ein bisschen Tempo aufnehmen. Ja. Das war schon ein neues Gebiet für uns. Wir sind ja selber im Training nur 21 Kilometer gesagt und sonst haben wir ja das alles nachdem, haben wir noch nicht kennt. Nach der Halbzeit bin ich ja schon einen Down gehabt, nach der Halbzeit. Ja. Wir sind um, Mann! Wir machen um! Ja, geil! Das war aber die dritte Runde dann, oder? Wenn ich nachträglich überlege, ist das wirklich wegen dem Energiezufuhr, den ich verpasst habe. Erfahrungstechnisch halt. Ja, ich hatte dann schon Mühe gehabt. Den 24 Kilometer hatte ich hure Mühe gehabt. Dann kommt auch so die Mauer, sagt man ja dann. Ja, voll. Und dann kommst du so in einen Überlebensmodus rein, wo du eigentlich nicht mehr... Ja, dann geht es eigentlich um das. Genau, das sagst du richtig, Kan. Da geht es einfach um alles. Wir haben uns so lange gefreut auf das Rennen, wir haben uns so lange gefreut, dort endlich mitmachen und das Ziel erreichen. Und eben der Kan ist dann wirklich gegen das im Laufsport berühmte Phänomen gelaufen, die Wand. Und das ist einfach wegen der Energiezufuhr, die er eigentlich sozusagen gar nicht hatte. Ich hatte überall so Krämpferscheinungen gehabt. Das war das Problem. Und ich wusste, wenn ich jetzt weiterlaufe, wenn ich schneller laufe, kommen Krämpfe. Und wenn Krämpfe kommen, kann ich gar nicht mehr laufen. Ja, voll. Ich musste die ganze Zeit meine Schritte so auswählen, dass ich eben keine Dass Krämpfe genau bekomme. kurz ans Limit gehst. Genau, und das ist überall ein bisschen gezogen, aber nicht durchgezogen. Ihr hört, das Rennen ist um Welten spannender und schwerer geworden, aber die mentale Stärke hat entschieden, wir haben weitergemacht. Der Krieg gegen Innerschweinhund hat angefangen. Weiter geht's bei Ende Runde 3. Hure grusige Sache. Aber egal. Alle kann nein Runde mal. Nein mal. Alle. Alle. Vamos. Eine Runde. Absolut am Ende. Noch eine Runde. Jetzt geht's um. Er ist übrigens umgedreht, ist der Schäl geholt für mich. Ja, eben, ich habe gesehen, in dieser dritten Runde, Ja. wir sind langsamer geworden. Dann sind wir in die vierte gestartet Ja. und ich dachte, Scheiße, wenn wir jetzt nichts machen, Ja, genau. dann können wir wirklich nicht. Genau. Und dann habe ich auch eben an die Wange gedacht und gedacht, boah, wir brauchen einfach Essen, wir brauchen Energie. Sag ich ehrlich. Zeit lang nicht. Ich habe jetzt noch so einen Gel geholt, ich bin zurückgesäckelt. Ich hoffe, dass er irgendwo jetzt noch Energie herholt. Aber es ist schon anstrengend, langsam zu säckeln, sage ich ehrlich. Aber ich sehe, er hat jetzt wieder Tempo gemacht, das gefällt mir. Ich glaube, die Motivation wird jetzt noch mal steigen bei ihm. Weil es ist die letzte Runde. Dann kommt das gut, Mann. Ich habe dich wieder eingeholt, dann hast Ja. du den genommen. Ja. Dann ist es wirklich Nein, nach 10 Minuten, Nach 10 15. Minuten hatte ich die Krämpfe nicht mehr gehabt. Du bist aufgewacht, Ja, genau. bam, von Säckeln hast du ein Tempo gehabt, das wirklich gut war. Für eine vierte Runde, Ja. ja, im Gegensatz zur dritten. Bobber! 9 Minuten für 1,5 Kilometer. Gar nicht rechnen, wir machen es einfach. Heit. Das ist nicht gegangen. Ich habe Nein, den das hat Kopfhörer dich voll wieder abgelenkt. weggenommen und ich habe Ja. zurück. Ich habe nicht mal die Stirnlampe habe ich nicht mal Ja. können. Ja, nicht die Stirnlampe auch von dir Ja, übernommen. ich habe ihm alles abgegeben, weil es ist nicht mehr gegangen. Es hat Ja. mich alles genervt, was ich anhatte. Am liebsten wäre ich einfach oben ohne durchgesäckelt. Ja.
Endlich habe ich auch abgezogen, Genau. ist alles nicht mehr gegangen, oder? Ja. Oh. Er ist nur noch geradeaus. Nur noch geradeaus. Cyborg Khan! Ich hätte das niemals gedacht nach dieser scheiß dritten Runde, Mann. Holy shit! Du hast gerade alles. Oh mein Gott, was eine vierte Runde. Und du kannst es selber nicht glauben. Der Moment der Wahrheit. Kansachi, ja? Der Moment, wir sind ins Ziel gekommen. Ach Ja. du Scheiße, hey. Ich war so euphorisch. Du bist genau 5 Stunden gewesen. Ja, es ist wirklich, wir haben es perfekt geschafft. Wir haben 1 ab angefangen, Hey, und das Gefühl, 1 ab 5 sind wir reingekommen, ja. das Gefühl, wenn du dort... Das ist unglaublich. Es ist eigentlich so gut wie leer, alle sind halt fertig. Ja, ja. Und wir kommen dort rein und... Hey, on top of the world. Ich war so stolz, gewesen, du wolltest gar nicht wissen. Ich war richtig geflasht. Gewesen. Ich habe mir wirklich gedacht, boah, was für eine Erinnerung haben wir gerade zusammen aufgetan, weißt du? Ja, es war schon brutal gewesen. Ja, Mann! Kann deine Medaille! Merci viel. Oh mein Gott! Also ich habe auch gewusst, wenn ich jetzt abliege und dann schlafe ich einfach mal. Ja, du bist eigentlich Dann bin ich einfach eingepennt. Was? Hä? Muss ich vorne wissen, wie stolz ich auf dich bin, Mann. Walla, nicht einmal wegen Kamera. Uns da, ja. Ernst, nach dieser dritten Runde. Ich hätte niemals gedacht. Du hast mich gerettet, Mann. Das ist wirklich im Schälen so. Hä? Das ist schön, du rennen lieber. Ja, nein, keine Kraft mehr gehabt. Krank. Ich meine nicht die, ich meine die dort. Ja, was willst du nicht duschen? Nein, ich will duschen, nimm du die, komm dann mit. Dann kommst du auch mit. Wir sind die Letzten, die gehen. Oder kann man dem noch Go sagen? Wie willst du aus 600 Meter zum Auto laufen? Weißt du, wir haben nicht gesoffen wie alle anderen, aber wir laufen schlimmer als Besoffene. Was ist das Problem? Nimm die Flasche an. Welche Flasche? Du kannst ihn nicht bücken. Halt mit Herz. Oh. Man sieht sich. Ja, 1000 Mal aufgegeben. Ja, ja. Der Marathonläufer ist weg. Wir haben es echt durchgezogen. Aber wir sind tot. Wirklich. Egal, ihr wisst nicht, das ist der Start von etwas ganz Kleinem. Wow. Ich habe die Ansage extra das Ende von diesem Video hergepackt. Das hat einen guten Grund. Ich schätze es wirklich, dass der eine oder andere von euch sich die Videos von vorne bis hinten reinzieht. Das ist wirklich nice. Es steckt auch viel Liebe drin. Und wegen dem geht das auch wirklich an euch. Für mich ist der Marathon letztes Jahr das Ende von meiner Bauchspeicheldrüsenentzündung. Dieses Jahr, kann ich euch sagen, ist der Anfang eines neuen Kapitels. Es ist nicht die letzte Challenge, die ich gemacht habe. Es ist nicht die letzte läuferische Challenge, die ich gemacht habe. Und für mich ist es wirklich der Start von etwas Neues. Ich habe an Neujahr natürlich keinen einzigen Böller abgelassen. Das hole ich jetzt nach. Es ist irgendwie der 6. Januar oder so. Und dieser Böller ist für mich der Startknall für dieses Jahr. Und der geht auch an euch raus. Merci vielmals für alles. Ich schätze euch. Ihr seid alles geile Siechen. Wie dem? Das ist schon speziell. Ich würde nur wegen diesem Gefühl würde ich es noch einmal machen. Ja, ich glaube, das erste Mal ist es sicher noch mal ein bisschen spezieller. Ja. Vor allem, wenn man es mit so einem Kampf wie du hast gemacht, du bist wirklich in den Überlebenskampf gekommen. Ja, und vor allem, ich mich gar nicht vorbereitet. Ja. Ich bin eigentlich wegen dem gegangen. Wie gesagt, ich habe gesagt, wenn ich weiss, dass ich 42 laufen kann, dann mache ich keinen Marathon, weil ich weiss es schon. Dann mache ich das nicht. Ja. Und jetzt im Nachhinein? Weil ich hasse Laufen. Ich hasse Laufen. Ich habe es wegen dem gemacht, weil ich es hasse. Ich habe eigentlich über einen eigenen Schweinehunger, inneren Schweinehunger,
Ich wollte ihn überwinden, darum habe ich es gemacht. Nicht, weil ich es gerne mache. Ja. Ich bin auch verdammt stolz auf dich. Krank gemacht. Ja. Gratuliere. Ja, danke Motto. Das vergessen wir nicht. Danke Motto. Hey. Perfekt. Trink kein Bier, abonniere.